Leute aus Duino, wie sind sie? Und wer sind sie? Oder wie waren sie, die Leute aus Duino? Vom Weiler oder vom Schloss? Von den Steinhäusern im Karstgebirge oder am Meer, das hier endet und die Steine sowie die großen Felsen der Kliffe ankratzt und anknabbert? Leute aus Duino. Devin, vielleicht stammt der Name aus Magdeburg, der Felsen des Mädchens und die Legende der weißen Dame, die seit Jahrzehnten im Stein verborgen ist. Eine fast verwirrte Figur mit Lepa Vida, ein antiker Mythos der slowenischen Volkskultur, die der Poesie von Franze Preschiren eine neue Form verleiht. Oder vielleicht Leute aus Duino, Devin, so nah an den mythischen Orten am Fluss Timavo und an der Kirche San Giovanni in Tuba, wo die Trompeten des jüngsten Gerichts und hier Mirum Spargens Sonum die Seelen versammeln? Oder noch, und eher prosaisch, die Leute aus Duino oder Tubino, aus der Tuba, Kanal oder Leitung oder natürlicher Siphon, wo der Fluss Timavo entspringt und aus dem Dunkeln der Erde wieder auftaucht. Leute aus Duino. Aber wann begann die Geschichte dieses so einzigartigen und rauen Gebiets, wo mediterrane Essenzen und die Felsen des Karsts bedeckenden robusten Gewächse gleichsam gedeihen? Die Zeit bleibt vor 70 Millionen Jahren stehen. Eine vollständig andere Landschaft. Ein flaches Hinterland nahe der Küstenlinie und des Meeres, ein Korallenriff, Dünen und weiße Strände, Lagunen mit kleinen, mehr oder weniger tiefen Wasserspiegeln, üppig bewachsene Inseln und daneben steiniges und zerfurchtes Gelände, Süßwasserquellen, die aus kleinen Grotten sprudeln und die Tiere tränken. Spuren dieser Quellen finden wir heute als Stalagmiten und Pisoiden an den Stallklippen. Diese befinden sich nicht mehr auf Meeresebene, sondern sind durch die Felsklippen und den Karst bildenden tektonischen Schübe vertikal nach oben geschoben worden. Nicht weit vom Fischerdorf Villaggio del Pescatore entfernt eine verlassene Grube, wenige Meter vom Wasser gelegen. Hier wurde in den 90er Jahren ein außergewöhnlicher Fund gemacht. Die Reste des Dinosauriers Antonio. Inmitten dieser Felsen spazieren ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Vor 70 Millionen Jahren gab es hier keinen Karst, keine Hügel und keine solche Vegetation, sondern ein seichtes Tropenmeer, in dem mit den Dinosauriern ausgestorbene zweischalige Weichtiere, die riffbildenden Rhodisten, lebten. Was wir hier sehen, sind die Laminiten. Es sind Sedimente, die den schlammigen Grund des hier vor 70 Millionen Jahren befindlichen Küstensees bildeten. Dieser Dinosaurierort wurde in den 80er Jahren entdeckt. Der berühmteste, aber nicht der einzige Dinosaurier, der hier gefunden wurde, ist Antonio, ein Tethys hadrus insularis, auf Deutsch Hadrosaurier aus der Tethys. Heute ist das Original im Naturhistorischen Museum in Triest ausgestellt. Ist eines der am besten erhaltenen Dinosaurier-Skelette weltweit, einer der größten pflanzenfressenden Dinosaurier, die in Italien gefunden wurden und der ganz besondere, einzigartige anatomische Merkmale aufweist, eine eigene Art für die Wissenschaft. So ähnelt zum Beispiel das Ende seines Schwanzes einer Peitsche. Seine vorderen Gliedmaßen haben 3 Finger. Die hinteren Gliedmaßen dagegen sind lang und kräftig. Auch der Kopf besitzt eine besondere lange Form und ähnelt dem Kopf eines Pferdes. Antonio war ungefähr 4 Meter lang und 1,30 Meter hoch. All diese Merkmale lassen auf ein Tier schließen, das auf einer Insel lebte, denn große, auf Inseln lebende Wirbeltiere entwickelten oft abgeleitete Merkmale.
Er war Vegetarier und hatte einen Schnabel, mit dem er die Pflanzen abriss, um sie dann mit den Backenzähnen zu zermalmen. Im Villaggio del Pescatore wurden außer Antonio auch andere fossile Überreste gefunden, darunter auch einige sehr bedeutende wie das Krokodil Achynodon adriaticus, ebenfalls eine eigene Art. Ein Krokodil mit einem kurzen Kopf und spitzen Zähnen, mit denen es Krebstiere und Schildkröten zermalmte. Man fand Garnelen, Fische und auch einen Knochen eines Pterosaurus, eines fliegenden Reptils, und Reste von Pflanzen. Pfad Nummer 47. Ein Spaziergang. Aurisina bei Slivia. Slivia bedeutet auf Slowenisch Pflaume. Ein antikes Ortsviertel im Karstgebirge, das unter dem geschichtlichen Namen Salinja im Jahre 1319 entstanden ist. Der Weg enthüllt eine Felsenlandschaft und Grotten. Spuren in den Dolinen, Höhlen, Häute unter freiem Himmel. Oder die Grotte Pocala, die den Bewohnern in der Vorgeschichte als Unterschlupf diente. Oder die Grotte der Torri di Slivia, die Ende des 19. Jahrhunderts von den Entdeckern wegen ihrer turmförmigen Stalagmiten so genannt wurde und die sich linear über 550 Meter erstreckt. Eine der ersten Grotten in Triester Karstgebiet, die erforscht und für die Besichtigung der Touristen erschlossen wurde. So wurde sie im Jahr 1885 in den Schriftstücken und Memoiren der Società degli Alpinisti Triestini, die Gesellschaft der Triester Bergsteiger, beschrieben. Unzählige, schnell wachsende und unbestimmte Stalaktiten hängen vom Gewölbe herunter, wie echte umgestülpte Kegel und fast schneeweißen Hornhechten ähnelnd, welche die vom Boden hervorgehobenen Stalagmiten bewundern möchten. Einige besitzen einen breiten Untergrund und erreichen eine Höhe von mehreren Metern. Andere sind schmächtig und niedrig und dienen hauptsächlich dazu, die größeren Stalagmiten hervorzuheben. Die einen stammen aus tausenden Jahrhunderten und die anderen aus jüngster Zeit. Je mehr man weitergeht, desto größer ist die Überraschung. Diese einzelnen angereihten Stalagmiten scheinen aus Restbeständen der antiken Tempel zu stammen. Dort drängen sich die plumpen Stalagmiten eine an die andere und erscheinen wie Baumstämme eines Waldes. Noch in Slivia, im Südosten des Ortes, eine mäßige Anhöhe und die eindrucksvollen Überreste der Ruine einer Wallburg, einer der befestigten Dörfer der Frühgeschichte, die der Karst heute noch bewahrt.
Aber wer hat sie gebaut? Und wann? Und wie lebten ihre Bewohner? Man weiß nicht genau, wer diese Wallburg gebaut hat. Sicher ist jedoch, das belegen die in den 50er und dann in den 70er Jahren durchgeführten archäologischen Ausgrabungen, dass sie sehr lange bewohnt war. Und zwar ab Mitte des 2. Jahrtausends, also von ungefähr 1500 v. Chr., der Mitte der Bronzezeit bis einschließlich der Eisenzeit bis zum 4. Jahrhundert v. Chr. Das bedeutet, dass sie seitdem unbewohnt blieb. Wir basieren uns hier auf die nicht erschöpfenden, das heißt nicht die gesamte Oberfläche der Burg abdeckenden Ausgrabungen. Und daher zum Zeitpunkt des direkten Zusammentreffens von Römern und Histrien hier niemand lebte. Dies geschah im 2. Jahrhundert v. Chr., als das römische Heer sein Feldlager bei Lacus Timavi aufschlug, das heißt in einem Gebiet nahe der Quelle des Flusses Timavo. Titus Livius, der von diesem Kriegsabenteuer berichtet, das zunächst mit einem Sieg der Histrier über die Römer endete, berichtet auch, dass die Ortsbewohner dem Aufbau des Feldlagers von den Hügeln oberhalb des Flusses beiwohnten. Bewährte Dörfer, antike Strukturen, welche die Geografie eines Gebietes gut nutzen. Von Istrien über die Hochebene des Castes zur Ebene Friauls und darüber hinaus. Städten, die gewählt wurden, um die umliegenden Gebiete zu beherrschen und zu kontrollieren. Und sichtbar miteinander verbundene Dörfer. Castellazzo in Doberdo, ein militärischer Kontrollpunkt aus der römischen Epoche des Gebietes und Straßen, die nach Istrien und Dalmatien führten. Die Fluchtburg von Vertace, Golas, Forcate, Moschenice, Brestovica, Flonder, der Berg Hermada. Namen und Lagen, die die Zeiten durchliefen und der Verteidigungs- und Eroberungsstrategie des Ersten Weltkrieges dienten. Vom kleinen Ort Mediazza geht es gleich nach dem Dorfplatz über antike Pfade hoch, vorbei an der großen Dolina del Principe, Doline des Prinzen. Der Berg Hermada. Tiefgreifend und geologisch antik befindet er sich auf der Seite einer Anhöhe, unterbricht und versperrt gleichzeitig die Hochebene des Castes. Es werden viele Vermutungen angestellt, um seine Entstehungsgeschichte zu erklären. Vielleicht die Evolution einer heruntergerollten Doline, oder gab es hier bereits vorher eine Doline? Mysteriös ist auch der Zusammenhang mit dem Quellgebiet des Flusses Timavo. War die progressive Erweiterung der unterirdischen, ausgewaschenen und vom Fluss Timavo ausgegrabenen Hohlräume die Ursache für die Instabilität dieser Hohlräume des Castes, die dann zusammengefallen sind? Oder gerade hier, wo einer der Flüsse 8 Millionen Jahre zuvor auf der Oberfläche dahinfloss und heute ebenso wie der Fluss Timavo in San Canziano verschluckt wurde?
Vielleicht war die externe Morphologie vollkommen anders und viele Gewässer mündeten in eine einzige Stelle und wurden in die Tiefe absorbiert, wodurch ein riesengroßer Trichter entstand. Wie auch immer die Geschichte sein mag, die Dolina del Principe ist vielleicht das wichtigste Zeugnis der komplexen geologischen Evolution des Karstgebietes. Fast unterhalb des Berggipfels des Hermada führt der Pfad durch das verlassene Dorf Case Coisce, das den Herren von Duino gehört. Während des Ersten Weltkrieges wurde die Struktur einiger zu Militäreinrichtungen umfunktionierter Gebäude mit von außen nicht sichtbaren Mauern aus Stahlbeton befestigt. Mit der Zeit hat sich die Natur diesen Ort zurückerobert und die Zeugnisse der Vergangenheit verhüllt und verborgen. Aber doch ist hier einiges erhalten geblieben zwischen den Steinhaufen und in den Grotten des Kars, die während des Krieges als Zufluchts- und Ruheorte genutzt oder für die ärztliche Versorgung ausgestattet wurden. Hermada, der verdammte Berg für beide Heere, für die Aufgebote der K&K-Truppen, die ab 1915, seit sie die Anhöhen um Monfalcone verließen, von hier aus das gesamte Gebiet kontrollieren, und für das italienische Militär, das ihn erobern sollte. Der Wiener Fritz Weber, Schriftsteller und Offizier der Artillerie, erzählt in Das Ende einer Armee darüber. Ich öffne den versiegelten Befehl. Wir müssen auf Anhöhe 323 Stellung nehmen. Es gibt nur eine Anhöhe, die man in dieser Gegend in Betracht ziehen kann. Eine Anhöhe mit einem süßen Namen und gleichzeitig fürchterlich. Der Berg Hermada. Wir bewahren uns, darüber zu sprechen. Als unzähmbares Biest würde ich ihn definieren. Ein Labyrinth ohne Wiederkehr für die italienischen Truppen, die während der Offensive eine Attacke wagten und von den Österreichern in den ausgeklügelten und komplexen Schützengräben, die heute noch teilweise sichtbar sind, gefangen wurden. Teilstücke liegen gemeinsam mit imposanten Restbeständen der gepanzerten Beobachtungsstätten von Nad Cochem, Bercocco, mit unterirdischen Verbindungsgängen, Zeugnis von der dramatischen Härte des Konflikts ab. Es gibt einen Ort, wo die Archäologie des Ersten Weltkrieges mit den Leitfäden der Geschichte verschmilzt, sich im Mythos und in zusammenzusetzende Bruchstücke einer Landschaft verbirgt, die von der Zeit stark verwandelt wurde. Das Gebiet des Flusses Timavo,
der unterirdisch fließt und in San Giovanni Beduino wieder auftaucht, wo der 1915. Kriegseintritt Italiens und bis zur italienischen Niederlage in Caporetto 1917 zu einem Schlachtfeld, auf dem die Truppen einen nervenaufreibenden Schützengrabenkrieg führten. Oben auf dem Karstrand befindet sich noch ein Gedenkstein der Dritten Armee, auf der ehemaligen österreichisch-ungarischen Verteidigungslinie, nicht weit entfernt von dem 77. Infanterieregiment Lupi di Toscana gewidmeten Denkmal, wo Verse der Aeneis des Vergil eingraviert sind, die beschreiben, was für immer verschwunden ist. Unde per ora novem vasto cum murmure montis. Durch 9 Mündungen mit enormem Gebrause rauscht der Fluss vom Berg herunter. Ein paar Meter weiter der Gedenkstein zur Erinnerung an Giovanni Randaccio, gestorben am 28. Mai 1917, als er versuchte, einen der Zuflüsse des Flusses Timavo zu überqueren. Bei der Grabrede sprach Gabriele D'Annunzio über seinen verstorbenen Freund als Vitam dedit Timavo. Er widmete sein Leben dem Timavo und erinnert an eine im Archäologischen Museum in Aquileia gesehene Inschrift des römischen Konsuls Caius Tuditanus, der 129 v. Chr. Die Kriege gegen die Volksstämme der Istrien und gegen die der Göttlichkeit gewidmete Statue des Flusses, Statua dedit Timavo, beendete. Spuren der Geschichte, die sich verflechten. Denn hier, an der letzten Adria-Grenze, Caput Adriae, mit antiken Ursprüngen, war der Lacus Timavi ein großer Wasserspiegel. Dort, wo das Meer auf das Festland trifft und der Fluss Timavo mit neuen Ausflüssen wieder erscheint. Eine Landschaft, deren Schönheit man sich gut vorstellen kann. Um den Lacus herum heilige Stätten, prächtige Villen aus der römischen Epoche und eine Mansio. In der Antike eine Art Hotel, das man nun im Park des Aquädukts Randaccio bewundern kann. Thermalbäder und Öfen nahe des Flusses Lokavac, wo eine Steinbrücke entsteht. Dort war unter Julius Caesar die 13. Legion beteiligt, die später Gemina hieß. Ein Name, der dann der Straße verliehen wurde. Der Lacus Timavi und das umliegende Gebiet gehörten zu einem antiken Netz vorgeschichtlicher Pfade und Straßen, wo die Römer Hand anlegten, um Verbindungswege für Wandermänner, Karren und Waren zu schaffen, dort, wo dies aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten nicht einfach ist. In den Stein wurden befahrbare Wege gehauen, ähnlich derer, die Claudianus im 4. Jahrhundert nach Christus in seinen Carmi Minori im Gebiet des antiken Venetien beschreibt. Große Hohlräume, die aus den Felsen gemeißelt wurden, durchfurchen den Stein über eine lange Strecke. Wie es die Tradition vorschreibt, wird dieser Weg Pflug des Herkules genannt. Oder war dies einfach nur die Arbeit eines Pfluges? Und noch einmal der Berg Hermada an den zum Meer hingelegenen Hängen. Eine natürliche Grotte, die eine der wichtigsten archäologischen Entdeckungen verbirgt, die in dieser Gegend zutage gefördert wurden. Anhand der Ausgrabungen hat man festgestellt, dass die Grotte ab der Jungsteinzeit und wahrscheinlich bis zur Eisenzeit bewohnt war
um später unter römischer Kaiserherrschaft einen dem Gott Mithras gewidmeten Tempel zu beherbergen. Der Name Mithras geht auf die iranische Mythologie zurück, wo der von Stein geborene persische Gott der Sonne und der Wiedergeburt in einer Grotte einen Stier getötet und mit seinem Blut die Erde beträufelt haben soll. Das hiesige ist das bisher einzig bekannte in einer Grotte befindliche Miträum in Italien, wo die Rituale dieses geheimnisvollen, nur Männern zugänglichen Kultes in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus zelebriert wurde und der mit dem Militärwesen in Verbindung gebracht wird. Lange Tresen wurden voreinander aufgestellt und dienten einem rituellen Festmahl bestehend aus Brot und Wein. Die Dunkelheit wurde mit Lampen erleuchtet. Am Untergrund des Hohlraums befindet sich ein heiliges Reliefbild mit der Tötung des Stiers, das von einem Adepten gespendet wurde und dessen Namen noch auf einer Stele sichtbar ist: Aulo Tullio Paumniano. Die Zeremonien der genannten Kultur konnten Mitte des 5. Jahrhunderts nach Christus unvermittelt nicht weiter durchgeführt werden, als die heiligen Einrichtungen der Grotte geschändet, vernichtet und vielleicht zum Teil vom selben Adepten des Miträum versteckt wurden. Zur gleichen Zeit, in einer nicht zufälligen, zeitgemäßen Korrelation, wurde ein erstes Gebäude mit christlicher Prägung an der Stelle gebaut, wo sich San Giovanni in Tuba befindet. 1100 Jahre nach der Wiedergeburt Christi, am Tag des Evangelisten Lukas, erschien dem Abt namens Johannes im Traum ein Mann, der ihm befahl, den beerdigten Heiligen eine würdevollere Bestattung zu ermöglichen, und so befinden sich heute die Knochen des Täufers Christus in einem neuen Grab, neben jenen des anderen Johannes, des Stephanus, des Biagio und der ehrwürdigen Georg und Lorenz. Eine Inschrift erinnert an Vodolrico, Patriarch aus Aquileia im 12. Jahrhundert, und den wunderbaren Fund der heiligen Restbestände am 18. Oktober 1113, Feiertag des heiligen Lukas. Reliquien, die über 500 Jahre verborgen blieben, damit sie nicht im Zuge der Völkerwanderung gefunden werden konnten. Archäologische Forschungen haben zutage gefördert, was vermutlich als frühchristliches Heiligtum aus dem 5. Jahrhundert anzusehen ist und was darin verborgen war. Ein heiliges Gebäude auf einem schon immer heiligen und mehrmals ausgebauten Gebiet, darauf folgend eine Basilika und dann die Kirche mit 3 Apsiden, welche das Grab der ehrwürdigen Reste beherbergt. Ein Grab, welches der Meinung einiger Forscher nach der Kirche ihren Namen gab. Die Kirche ist dem Täufer gewidmet, einem Heiligen, der durch das Wasser mit den heidnischen Gottheiten der Quelle des Flusses Timavo verbunden ist. An Zeugnissen für diese antike Kultur mangelt es nicht. Bei Restaurierungsarbeiten am Schloss von Duino entdeckte man 1924 einen kleinen Weihealtar mit einer einfachen Inschrift Temavo Voto, dem Temavo gewidmet, für die Erfüllung eines Wunsches. Vom Schloss stammt auch eine der Spes Augusta gewidmete Inschrift, dieselbe Gottheit, die auf einer in die Außenwand der Kirche eingemauerten Inschrift zitiert wird, wo sich Julia für die Genesung ihres Mannes und ihres Sohnes bedankt, die von Tavis bis hierher gereist waren. Und aus Aguntum, dem heutigen Lienz in Osttirol, kam der Magistrat Arconius Optatus an denselben Ort, an den aus Dalmatien der Militärtribun Caius Saconius Varrone kam, um zu gesunden. Neben der Kirche befinden sich die Restbestände eines wichtigen Klosters. Wahrscheinlich war es ein Zufluchtsort für andere Mönche, die im 6. Jahrhundert aus Aquileia geflohen sind. Oder möglicherweise aus Bellinia. Sie kamen hierher, um unter den Byzantinern Schutz und Zuflucht vor den Langbarden in Küstennähe zu finden. Sie waren religiös und um die Evangelisierung der slawischen Völker bemüht, wie der Kodex aus Aquileia, non in Cividale, belegt,
welcher eben aus dem Kloster des Timavos stammt und zahlreiche Unterschriften der slawischen Pilger enthält, die auf das 8. und 10. Jahrhundert zurückzuführen sind. Die antiken und mittelalterlichen Wallfahrtskirchen, der Bernstein und der Handel und die Zucht des Oves molles, einer geschätzten Schafsgattung mit langem, gewelltem Pelz. Es hieß, dass diese Rasse aufgrund der salzhaltigen Witterungen gegen Krankheiten immun sei, Festland und Meer. Laneus euganei lupus excipit, ora timavi, equorio dulces cum sale pastus aquas. Der weiche Seebarsch lebt an der Mündung des Flusses Timavo Euganeo und nährt sich von Süß- und Salzwasser. Weich, so sagt Plinius im 9. Buch seiner Naturgeschichte, weil dieser Fisch ein helles und weiches Fleisch aufgrund einer Qualität besitzt, die auf Süß- und Salzwasser in der Mündung des Flusses zurückzuführen ist. Der Wolfsbarsch, auf Französisch und Deutsch noch Loup de Mer genannt, das heißt Wolf des Meeres, ist heute noch eine der Speisen, die das Meer mit dem Festland verbindet. Es ist ein karges Land und daher ist auch die Küche karg. Es ist eine bäuerliche Küche, deren Zutaten aus der Natur stammen. Es ist eine saisonale Küche. Im Frühling duftet es nach Pinza, Aspic, Lammbraten, gekochter Schweineschulter und Krähen. Der Sommer bietet eine reiche Auswahl an Gemüsen. Im Herbst laden die letzten Früchte der Erde zu Tisch und das soeben geschlachtete Schweinefleisch. Und im Winter werden Suppen serviert, allen voran die Jota, ein Eintopf aus Bohnen, Kartoffeln und Sauerkraut. Unter der Woche aß man einfach und bescheiden, aber an Feiertagen kamen besonders reichhaltige und erlesene Gerichte auf den Tisch. Zu diesen gehört das Gericht, das wir heute zubereitet haben. Die Chupeta, ein Hühnergulasch mit hausgemachten Nudeln, den Bleki. Ein Gericht, das bei keiner Familienfeier, bei Hochzeiten, Taufen und Firmungen fehlen durfte. Krönung des Festessens war das Dessert, der Strokli, ein gekochter, süßer Hefestrudel mit Nussfüllung, der in ein Tuch gewickelt in Wasser gegart wird. Hinunter unterhalb der Felsklippen bis zum Meer, entlang des Pfades der Fischer und Steinmetze. Eine antike Route, wahrscheinlich dieselbe, auf der die im Steinbruch von Auresina gehauenen Steinblöcke hinunter zum Meer geschleppt wurden, wo sie auf Frachtschiffe geladen und nach Aquileia, nach Rom, Spanien und nach Ravenna verschifft wurden, wo das Mausoleum des Gotenkönigs Theoderich aus dem Jahr 520 vollständig aus dem Kalkstein von Auresina errichtet wurde. Antike Pfade. Ireneo della Croce schrieb im 17. Jahrhundert. Nicht weit entfernt von den Gruben sieht man heute noch die Spuren zweier Straßen, die allgemein Piombino, Blei heißen, da sie mit dicken, über 2 Spannen große Bleiplatten bedeckt waren. Vom Berggipfel bis zur Meeresküste dienten sie dem Transport der Säulen und anderer Erzeugnisse, die von den genannten Gruben abgebaut und auf die Schiffe geladen wurden. Diese Notiz wurde in gewisser Weise auch den Schriftstücken von 1830 entnommen und erinnert daran, wie man bei Ausgrabungen in der Gegend Canovella de Zoppoli Bleirückstände gefunden hatte. Es ist ein Gerücht, das von unseren Chronisten aufgenommen wurde, wird ein anderer Triestiner Historiker Pietro Candla sagen. Denn von oben am Berg bis hin zum Meer gab es verbleite Straßen,
um die bearbeiteten Steine hinunterrutschen zu lassen. Und sie zeigen die Kanäle und sagten, dass Blei gefunden wurde, worüber wir Zweifel hegen und nicht wissen, was wir darüber denken sollen. Die Gruben blieben lange Zeit unbenutzt und wurden erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts wieder bewirtschaftet. Der Stein wurde in die großen Städte Mitteleuropas und anderswohin versandt. Dank der wachsenden Aktivität der Grube und der Eröffnung einer südlichen Eisenbahn entwickelte sich auch das Dorf Aurisina, Nabrežina. Heute befindet sich die Grube unter freiem Himmel. Dort wird der weiße, blendende und zu 99,8% reine Kalk abgebaut. Sie ist eine der größten Gruben Europas mit einem imposanten Erdloch von 110 Metern. An den Wänden sind Spuren von antiken Spitzhacken sichtbar. Nicht weit entfernt befinden sich die Reste einer Wohnung aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, die sicher mit dem Steinbruch zu tun hatte. Während der Ausgrabungen fand man Kalksteinblöcke, zugehauene Säulentrommeln und Reste der Eisenverarbeitung. Hier in der Nähe befindet sich auch der piezometrische Turm von Randaccio. Nicht weit entfernt der Turm Liburnia. Er wurde zwischen 1854 und 1856 nach einem Plan des Wiener Ingenieurs Karl Juncker errichtet, der auch das Schloss Miramar entwarf. Die Errichtung des Turms mit einer Höhe von 18 Metern wurde während des Baus der südlichen Eisenbahnstrecke beschlossen. Verbunden mit einem Aquädukt diente er der Wasserversorgung des neuen Bahnhofs und der Dampflokomotiven, die dort Halt machten. Die zwei Türme sind die eindrucksvollsten Warten des Karstrandes. Leute aus Duino, Devin oder aus Aurisina, Nabrežina, die zum Fischen ausfahren mit den Soppoli oder Čupa, Boote, für die ein einziger Baumstamm, der Rotfichte oder Seekiefer, mit Hilfe einer Axt ausgehöhlt wurde. Auf einem 7 Meter langen und 70 Zentimeter breiten Rumpf wurde ein breiter Querbalken für die Dollen montiert, die wiederum 6 Meter lange Ruder trugen. Dieses Boot ist sehr alten Ursprungs, vielleicht sogar aus der Urgeschichte. In dieser Gegend wurde das Boot erstmals im Jahr 1621 erwähnt, als der Graf von Duino Fischern aus Santa Croce ihr Boot beschlagnahmte, da sie ohne Erlaubnis in seinen Gewässern fischten. Ab 1500 und bis nach dem Zweiten Weltkrieg dienten diese Boote auch für den Thunfischfang, einem regelrechten Ritual, an dem Männer, Frauen und sogar Kinder teilnahmen. Es gab so viele Thunfische, dass man sie sogar nur 20 Meter vom Ufer fangen konnte. An Land gezogen wurden die Boote dann auf Steintreppen namens Fasalli aufbewahrt.
Heute gibt es nur noch 3 Exemplare der Zoppoli. Leute aus Duino sowie aus Castellum Pucinum, von denen Plinius spricht, Pucinol, wie der Name des Weins, dem der römische Historiker und Naturalist besondere therapeutische Tugenden zuspricht und der von der Gattin des Kaisers Augustus geschätzt wurde. Julia Augusta, so erzählt Plinius, erreichte das Alter von 82 Jahren dank des Weins Pucinol, da sie nichts anderes trank. Aufgrund der natürlich geschützten, beherrschten und strategischen Lage von Duino gegenüber dem antiken Straßennetz glaubt man heute, dass das mysteriöse Castellum Pucinum in den Jahren nach der Invasion der Japoden 52 v. Chr. Errichtet wurde, seine Verteidigungsfunktionen der Spätantike bewahrt hat und sich zu einer Festung an der östlichen Grenze entwickelte. Weiter schreibt Plinius über die umliegenden Terrassenweinberge und über einen Wein, der vom Adriatischen Meer nicht weit von der Mündung des Flusses Timavo stammt. Auf einem felsigen Hügel hört man den Meereshauch und erfüllt nur wenige Amphoren. Moja duša je židane volje, kot bila bi pila kraški teran. Meine Seele erfreut sich, schreibt der slowenische Dichter Oton Zupancic, als wenn er den Wein Terrano des Castes getrunken hätte. Brindisi, brindisi. Leute aus Duino, Devin, die im und außerhalb des Dorfes leben, jene, deren Namen und Herkunft von der Geschichte vergessen wurden und die in der Spätantike den Platz der römischen Garnison einnehmen und sich hier ansiedeln, nahe des Castrum Potium, wie es der Historiker Paulo Diacono nennt, wo der Graf Pemone Callisto den Patriarchen von Aquileia einsperrt, der Sitz und Hof des Patriarchats nach Cividale verlegt hatte. Vielleicht ist es das von den Archäologen nie gründlich erforschte Schloss von Attila, dessen Restbestände heute von Vegetation zugewachsen sind. Der Name Attila-Palast hat nichts mit der wirklichen Geschichte zu tun. Der Name entspringt der Volksfantasie für diese Ruinen, die bis zum 19. Jahrhundert noch imposanter waren und über den Felsklippen emporragten. Sowohl diese Städte als auch Duino erheben Anspruch auf eine Identifizierung mit dem Castellum Pucinum, einem Ort, von dem Plinius berichtet und von dem er sagt, dass er sich in der Nähe der Quellen des Timavo befindet, nicht weit von Tergeste. Der Name Castellum scheint auf eine militärische Herkunft zu verweisen. Ausgrabungen nicht weit von hier haben in den 80er Jahren Funde zutage gebracht, die typisch für militärische Einrichtungen aus dem 1. Jahrhundert vor Christus sind. Nach der Plünderung von Tergeste ungefähr um 50 v. Chr. wurde das ganze Gebiet längs der Grenzen in den Julischen Alpen militarisiert. Der Attila-Palast hatte eine besondere, für ein Militärlager typische Bauweise. Auf den Felsklippen errichtete man 2 lange, parallele Mauern zur Stütze bergwärts, von denen hier nur der erste Teil sichtbar ist. Die Menschen wohnten praktisch dahinter, während dieser Unterbau die Stabilität des ganzen Systems sicherte. Von hier aus hat man die vollständige Kontrolle des Hafeneingangs des Timavo, der ein strategischer Punkt war. Mit der Pax Augusta ließ die militärische Funktion der Städte langsam nach und sie wurde dann wohl zur Herstellung des Pucino genutzt.
Leute aus Duino, Devin, das Eigentum der Feudalherren wurde, die Land und Schloss besaßen. Sie hießen von Tübein, Herrschaften aus dem 13. Jahrhundert, streitsüchtige Nachbarn von Triest und des Patriarchats von Aquileia. Sie hießen Ugone, letzter des Stammes von Duino, der sich im 14. Jahrhundert dem Haus Österreichs anschloss, erster Kapitän von Triest wurde, ein ebenfalls erbliche Domäne, sowie später bei den Habsburgern. Leute aus Duino, die bei der Ankunft der Walsee behilflich sind, und später Ende des 16. Jahrhunderts die Hofer mit dem historischen Feind von Triest, Mattia. Eine Familie, die ihre Geschichte mit den Lombarden della Torre Valsassina verbinden und mit den Turn- und Taxis, denen Karl V. im 16. Jahrhundert den Auftrag der Postdienste zuteilte. Ein Monopol, welches durch die erbliche Ernennung der männlichen Personen des Hauses zu Generalintendanten der Post im Heiligen Römischen Reich bestätigt wurde. Oben am Abhang zum Meer befindet sich ein Restbestand der unbezwinglichen Hochburg, die aus dem Fels herauszuragen scheint. Das alte Schloss von Duino. Die wenigen übrig gebliebenen Schriftstücke und einige Ausgrabungsversuche erlauben keine vollständige Auslegung oder genaue Zeitbestimmung der Gemäuer. Viele in den Mauern gefundene antike Restbestände könnten Zeugnisse dafür sein, dass das Schloss auf noch antikeren Restfundamenten errichtet worden ist, wahrscheinlich römische oder mitgelieferte, entwendete oder gefundene Materialien, unbenutzte oder beschädigte Manufaktur gebaut, die sicherlich im antiken Gebiet von Lacus Timavi nicht fehlten. Adel und Schlösser, neben ihnen im Europa der Reformen und Gegenreformen, erweiterten und restaurierten die katholischen Habsburger Kirchen und Fundamente der Klöster. Duino, für die Bildung der Kinder der Aristokraten. Von hier stammt das erste slowenische-italienische Wörterbuch aus dem 17. Jahrhundert, Italienisch und Slawisch, geschrieben vom Mönch Gregorio Alasia da Somaripa. Erstes Beispiel einer literarischen slowenischen Produktion im Karstgebiet, die bis zum 18. Jahrhundert den einzigen Beweis der slowenischen Präsenz in diesem Gebiet darstellte. Ein außerordentliches Zeugnis für das Zusammenleben und die Zweisprachigkeit, Italienisch und Slawisch in dieser Gegend am Anfang des 17. Jahrhunderts. Insbesondere Italienisch und Slowenisch in Duino und seiner Umgebung. Außerdem ein Beweis dafür, wie bewusst sich der Verfasser, ein Mönch aus Piemont, der Bedeutung lexikografischer und linguistischer Mittel für die lokale Bevölkerung war. Und nicht zuletzt ein Beweis für die lange lexikografische Tradition sowohl der italienischen als auch der slowenischen Sprache. Das Handbuch für Konversation, das Alasia einfügt, ist außergewöhnlich modern und enthält absolut realistische Sätze, die den fremden Reisenden nützlich gewesen wären, sofern sie verschiedenste Informationen benötigt hätten. Gutmütiger Herr oder schönes Mädchen, ist das die richtige Straße, die nach Duino führt? Gebt uns den besten Wein, den ihr zur Verfügung habt, und auch den Ribolla Prosecco, Dieses Wörterbuch enthält ungefähr 2600 Einträge, was beträchtlich ist. Und diese Einträge behandeln verschiedene semantische Themen. Außer der Religion, die hier nur einen geringen Platz einnimmt, Themen des alltäglichen Lebens. Es gibt zum Beispiel Lexeme, die sich auf Küche, Haus, Körperteile, Tierwelt, Pflanzenwelt und so weiter beziehen und umfassen ein umfangreiches lexikalisches Repertoire. In Hinsicht auf seine Ausmaße
Es ist ein Mini-Taschenbuch, es ist ein kleines Werk, das aber für unsere Gegend und für die italienische und slowenische Sprachgeschichte von sehr großer Bedeutung ist. Die Jahre Anfang des 18. Jahrhunderts waren schwierig. Mangelhafte Ernten, Tierpestepidemien mit Verkaufsverbot der Produkte unter der Republik Venedig. Die Leute, Leibeigene, die seit dem Mittelalter unterdrückt worden waren, fristeten ihr Dasein an der Grenze des Todes und waren stets zunehmenden Forderungen nach Abgaben und Steuern ausgesetzt. Der Aufstand von Tolmino breitete sich im ganzen Tal des Flusses Isonzo bis zum südlichen Karstgebirge aus und kulminierte in der Belagerung des Schlosses Duino. Dort wurde der Befehl gegeben, die Rebellen zurückzudrängen, und die Kanonen begannen ihre mörderische Arbeit. Die hilflosen Menschen wurden auseinandergetrieben. Man zählte etwa 10 Tote und sehr viele Verletzte. Der Aufstand von Duino fand auf diese Weise sein Ende. Der Aufstand von Tolmino hatte noch schlimmere Folgen. Die Anführer wurden gefangen und ihre Körper wurden auf dem öffentlichen Platz in Görz zerstückelt. Die Leute aus Duino waren es gewohnt, das Meer von hier oben aus zu betrachten. Diese Felsen, die sehr steil zum Meer abfallen, wurden vom Regen in bizarre Steinlandschaften verwandelt. Der Pfad, der die Kliffe durchläuft, und der Rilke-Pfad, der nach dem berühmten Dichter benannt wurde, der lange Zeit zu Gast im Schloss war, bieten eine merkwürdige und einmalige Gelegenheit zu sehen, wie der warme Atem des Meeres und die nordöstlichen Winde, die diese steinige Karstlandschaft durchqueren, ein absolutes, einzigartiges und heute geschütztes, natürliches Gebiet gestaltet haben. Wenn ich hierher komme und mich vor diese so vertikalen Wände an dieses Kliff und vor das Meer hier unten stelle, dann sage ich, wie kann man denn behaupten, dass die Steine nicht sprechen? Die Steine sprechen, sie erzählen uns ihre Geschichte. Hier steht die Geschichte von heute. Hinweis hierfür ist das dahin fließende Wasser längs der Kliffe. Aber ehrlich gesagt sehe ich, dass sich der Kreis schließt. 70 Millionen Jahre in wenigen Sekunden. Ehemalige Kalkfelsen, vom Meer bearbeitete Kalkfelsen, bildeten den Sand und lagerten sich ab. Ablagerung nach Ablagerung. Die Ablagerungen umschlossen die Fossilien. Und dann wieder. Wichtige Schubkräfte haben begonnen, diese Ablagerungen zu bewegen. Sie wurden umfasst, angehäuft, in Steine umgewandelt, gebogen, ausgewrungen und hochgehoben. Und nun sind sie da. Diese mächtigen, gerade hingestellten Kalkkliffe, die heute wieder langsam vom Meer erodiert werden. Sie verwandeln sich wieder in Ablagerungen. Und vielleicht werden nach weiter 70 Millionen Jahren diese Ablagerungen durch die Fossilien, die die Geologen in diesen Ablagerungen finden werden, ihnen einmal etwas über uns erzählen. Etwas Faszinierendes zum Nachdenken. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und die Steine sprechen. Aus einem Brief von Rilke an Hedwig Fischer, 1911.
Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Duneser Elegien gerade in diesem immens ans Meer hingetürmten Schloss entstanden sind. Das wie ein Vorgebirg menschlichen Daseins mit manchen seiner Fenster, darunter mit einem meinigen, in den offensten Meerraum hinaussieht, unmittelbar ins All, möchte man sagen. Es handelt sich um ein außergewöhnliches Gebiet, denn mit einem einzigen Blick sehen wir den Golf Triest mit der Stadt in Richtung Osten und die Mündung des Flusses Isonzo in Richtung Westen. Außerdem gibt es hier Elemente, die zusammen von herausragender geologischer Relevanz sind, wie zum Beispiel die vertikalen Wände am Meer und die ziemlich einzigartigen Zinnen längs der oberen Adriaküste. Und dann die Vegetation, die teilweise typisch mediterran ist, sowie natürlich eine Reihe von Tiergattungen, welche zusammen ein Kleinod höchster biogeografischer Relevanz bilden. Es gibt nicht nur typische mediterrane Gattungen. Man könnte als Beispiel den einsamen Sperling nennen. Ein kleiner Vogel wie eine Amsel. Die Männchen haben ein blaues, schiefergraues Gefieder. Und hier liegt praktisch ihre geografische nördliche Verbreitungsgrenze. Zu den biogeografisch wichtigen Arten gehört möglicherweise die eigentümlichste Gattung der sogenannten Kieleidechse. Eine kleine typische balkanische Eidechse, die auf italienischem Gebiet ausschließlich im Karstgebirge zu finden ist. Sie ist insbesondere in dieser Gegend heimisch und stellt ein Symbol dar. Sie wurde als Symbol des Naturreservats gewählt. Gerade die Institution des Naturreservats, das im Jahr 1996 von der Region Friaul-Julisch-Venetien gegründet wurde, hat den Schutz einer Vogelart ermöglicht, die eher selten war. Des Wanderfalken, der derzeit mit fantastischer Regelmäßigkeit gerade auf diesen Felsen am Abhang zum Meer nistet. Es handelt sich um einen Greifvogel, der lokal ausgestorben war, doch wortwörtlich zurückgekehrt ist und diese Gegend wieder besiedelt hat. Wir können ihn heute als einen der eigentümlichsten Bestandteile der Fauna dieser Gegend ansehen, der die wilde Natur einerseits und diese Landschaft andererseits repräsentiert. Mit einem schönen Schloss und Erinnerungen an Zeiten, in denen, so könnte man es ausdrücken, die Burgherren und Falkner ein ähnliches Leben geführt haben. Die Gesellschaft der Belle Époque tanzt am Rande des Abgrunds. Chère Maman, schrieben die aristokratischen Hohenlohe-Kinder in den Briefen an Teresa, Herrin von Duino. Zu Besuch kommt auch Isabelle Arundel, Ehegattin von Richard Francis Burton, englischer Konsul in Triest, seinerzeit eine außergewöhnliche Persönlichkeit, polyglotter Entdecker, Übersetzer und Schriftsteller, die ihre Erinnerungen in dem von ihr verfassten Buch, das nie ins Italienische übersetzt wurde, verewigt hat. Duino is a village picturesquely situated on an eminence overhanging the sea. Duino ist ein entzückendes Dorf, malerisch auf einer Felsspitze über dem Meer gelegen. Das Dorf wird von einem feudalen Schloss und einer Festung der Hohenlohe beherrscht, das auf einem Felsvorsprung emporragt. Damals umgeben von einem Zwinger, einem Graben und einer Zugbrücke, dort, wo heute Blumen wachsen. Das Dorf und alles, was es umgibt, gehört ihnen und ihre Fahne flattert auf dem Turm. Das Wirtshaus liegt wenige Schritte entfernt vom Schloss mit seinen Antiquitäten, den Erinnerungsstücken der Familie und dem chinesischen Porzellan, ja sogar seinem eigenen Gespenst, die Weiße Dame. Treppen und Büsche reichen bis hinunter ans Meer, wo eine Kabine steht und wo wir uns mächtig amüsiert haben beim Schwimmen. Fishing crabs, boating and telling ghost stories. Krebse fangen, rudern, Gespenstergeschichten erzählen.
Wir haben herrliche Spaziergänge auf der Suche nach Burgen unternommen, bis nach Slivno und zum Attila-Palast. Und bei den Ruinen haben wir die eine oder andere Kuriosität gefunden. Am 24. Juni sind wir zur Pferdeschau der ungarischen Zigeuner. Wir hatten viel Spaß. Ein Nachteil sind die 40 Minuten, die man zum Bahnhof braucht. Die Prinzessinnen haben aus gutem Grund den Bau eines Bahnhofs verweigert. Was jedoch seine Vorteile hat. Für die Sonntagsausflügler aus Triest ist es zu weit. Und daher ist alles so geblieben, wie es ist. So wunderbar ländlich.